Okay, also gute Mëttech alle gut zu summen. Die gesit mir hatte noch net Chance fir einem Fongehol mat den ze schwarze Ween Delogif präsentieren. De Grund dofir ass hauptsächlich, weil man bis op der lachter Minutlo un eben dem AW geschafft hun. Ich gehe vielleicht für dich aufhängen an ein bisschen erklären, wie wir Viergänge sind an Bezug auf die Ausschaffung vom AW. Was als immens wichtig war eben von 4 an, dass wir als Données geben angucken, dass wir so viel Données wie möglich könnten konsiderieren, für eben dann so weit wie möglich eben zu einem klaren, objektiven AW zu kommen. Für dich muss ich sagen, dass die Effektivität, dass am Fongol die Effektivität von den Wachsen, mit lo wie Wachsen eben angesagt gehen, als trotzdem lo haut zu das noch immer extrem hoch. Die Effektivität halt zu Lützeburg geht nicht auf ihre Mesure Relevé gemacht. Wir haben uns da eben lo müssen auf Données bis Mitte November beruhen. Wir waren aber da ganz klar gesagt, dass halt zu Lützeburg sind eben die Wachsen ganz effektiv, was die Hospitalisationen an Stierfälle angeht. Zum Beispiel ist es so, dass am Zug auf der Effektivität gegen Tod, du hast zum Beispiel keine Zahlen an den Alterskategorien 25 bis 69, weil du kein eben geimpft dann auch gestorben sind. Aber bei den Leuten über 70 bleiben wir aber trotzdem bei einer Effektivität von 94,2%, also das ist dann aber trotzdem ganz hoch. Die andere Sache ist eben die, dass die Impfung allgemein nur 2 Dosen hat auch ganz gut Protektion gegen die Hospitalisation. Das ist für dich mal zu den Wachsenden zu sagen. Dann muss ich eben hingehen und sich Zahlen angucken, wen halt zu Lützeburg bis dato eben hospitalisiert gouf mit Covid-19 und wen als dann auch an den zwei Intensiven ja, überfordert gehen. Und da ist es nun mal so, dass den ganz klar gesagt hat, wenn er sich eben Verdelung an Bezug auf den Alter anguckt, da den do eben hauptsächlich eben Miela Leute huet, die erstens mal hospitalisiert gehen, an die dann auch ganz klar an den zwei Intensiven dann du nur noch landen. Was eben du nach Fleisch auf 40 eben hast, dass man du ganz klar eine Distribution haben, die weist, dass die Jung am Fongehol keine große Risiken für hospitalisiert zu gehen. Wir werden aber ganz klar auch feststellen, als dass von einem Alter von 50 an, dass du aber erstens mal den Tour von denen, die hospitalisiert wurden, an die an das Intensiven vielleicht leihen, dass es von 50 an so hält. Und das ist am besten an unserem AV, an der Figur 5 oder am Grafik 5, was das ganz klar auch durchgestellt an Bezug auf Mortalität. Weil du gesagt hast auch ganz klar, dass unter 50 praktisch gar kein Todesfall gouf bis dato und dass das aber dann natürlich mit einem zuholenden Alter ganz klar geht. Das eben mal zu den Hospitalisationen und dann haben wir uns natürlich dann auch angeguckt an den einzelnen Alterskategorien, Schule beschrieben, eben was die Verdelung angeht, sowohl an Bezug auf zwei Normaux wie auch zwei Intensiven, weil den dann aber auch gesagt ist, dass an Bezug auf die Altersverdelung, dass auch da nicht alle die Leute, die über 50 sind, dass denen nicht bis dato alle eben geimpft wurden. Da sind wir bei 2 Dosen, zum Beispiel an der Alterskategorie zwischen 50 und 54, sind wir bei einem Tor von 86%. Und von denen haben wir aber schon 54 oder bald 55% Booster gekriegt. Da sehen wir eben aber trotzdem, dass es da noch Leute gibt, die eben noch nicht geimpft sind. Das sind eben an dem Sinn, von dem, was ich just erklärt habe, wenn wir die Hospitalisationen an zwei Intensive gucken, das sind aber die Leute, die hauptsächlich hospitalisiert gehen, eben an den zwei Intensiven dann auf der Reha landen. Und dementsprechend sind die
also die Ungeimpften an denen Alterskategorien sind die eben auf 40 hier sind. Gut, da das am Fungol der Rolle von der Situation. Grafike so wie gesagt am AV. Wann der Herr nur noch frohen hat, dann zeigt nicht, dann gibt da weitergehen. Und der Claude Müller. Objektive. Also was ganz wichtig ist, dass das natürlich klar objektiver sind und natürlich doch den Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dadurch an einem Urteil vom April 2021 klar und deutlich gesagt, also eine Impfpflicht als eine Maßnahme, die absolut akzeptabel ist, wenn sie wissenschaftlich justifiiert das, wann ein klares Ziel gibt, an das Ziel, da kann erreicht gehen. Und dafür haben wir uns auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Und das ist das am Anfang geht es darum, also ich gehe nur durch die verschiedenen Ziele, die wir zusammengestellt haben, geht es primär darum, für ein Individuum, also eine Einzelperson zu schützen. Und da sehen wir nicht unbedingt eine Impfpflicht als zielführend, weil am Anfang kann jeder selber dezidieren, ob er sich impft oder eben nicht impft. Das ist eine persönliche Decision. Der nächste Punkt, das nächste Ziel kennt Sinn, für die Inzidenzen zu reduzieren. Und bei den Inzidenzen muss in der Zwischenzeit so, dass man natürlich eine ganz große Disparität haben zwischen der Inzidenz selber an dem Impact. Den Impact nämlich ob das Gesundheitssystem an die kennt durch die schwere Fälle, durch die also die komplizierte Fälle. Und wir haben also einen großen Dekalage zwischen den Inzidenzen an den schweren Verlaufsfällen. Lo geht es aber nach einem anderen Aspekt, den könnt oder als kommen oder geht gefährdet beim Omikron, dass eben so viel Leid krank gehen, dass auch relativ, dass auch einer denen, die Männer vulnerabel sind, danach zu viel sind, die Intensivstationen oder die Hospitalisationen gingen belaschten. Das wäre also ein Aspekt, den relativ speziell ist für den Omikron. Dann haben wir den wichtigsten Punkt eigentlich, da das für was wir eigentlich ein Problem mit Corona haben, da das eben so viele Fälle gleichzeitig auftreten mit Komplikationen, dass sie eben die Intensivstationen und Hospitalisationen an Spitäler vollkommen überlaschten. Und das ist am Anfang auch der wichtigste Grund, für was man eben sogenannte non-pharmacological an Hygienemesuren, an Impfungen haben. Das ist eigentlich der wichtigste Grund. Und das ist auch aus unserer Sicht den But prinzipal, den wir wollen mit unserer Rekommendation umgehen. Dann, da man da eng verbunden ist, eben auch der But für die Pandemie zum engem Ende zu bringen. Und das geht am Anfang auf zwei Weisen. Auf der einen Seite an der großen Altersunterschied, wie den Paul Wilmes das auch schon durchgeleuchtet hat. Die 50, für die als Corona aber eine relativ harmlose Krankheit. Obwohl sie eben zu dem zum epidemischen Geschehen natürlich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag drohen. Bei denen über 50, wenn wir es fertig bringen, für bei denen die über 50 Jahre alt sind, die Sehen an Morbidität, Komplikationen und so weiter raufzubringen, dann
Hummer Mannerleit op der Intensivstation an dat geht aus der Figur die blo mat den bloe Balken geht dat ganz deutlicher 4, wann der guckt, dass zwei Intensiven, wenn man die können alle gochten, wenn man nimmen die zwei Intensiven hun ënner 50 Joer, dann hummer net dann hummer eng Reduktion op 20% vun der Belastung vun de zwei Intensiven. Bei den DCen kommen man sogar, wenn man könne eng Krankheit, also komplikationslos Krankheit bei denen iwwer 50 Joer erreichen durch Dimpfung, dann hummer mit 2% von den Todesfällen, die wir bislo hatten. Das heißt, da haben wir eine Reduktion von 90%. Das ist natürlich am Fall von, also das ist die Maximalreduktion, das wäre also der Fall, wenn wir gegen eng Impfung erreichen mit 100% Kuvertur und auch 100% Effekazität. Das wäre also der maximal erreichbaren Effekt, den ihr kennt tun. Bon, da gehe ich ich gehe da weiter. Das heißt also, das als Anfang do, wo wir wollen, wirklich den Impact tun. Bon, dann gibt es doch Leute, die versuchen, eine Herdenimmunität zu erreichen. Ich meine, das ist wirklich wichtig. Besonders, das ist wirklich schwierig, besonders eben, wenn es um Omikron, weil da aber die Infektiosität, Transmissibilität, aber nach einkehr mehr hoch ist wie beim Delta. Und dann muss ich auch denen sagen, die sich nicht impfen lassen, dass die auch nicht durch eine Herdenimmunität geschützt sind auf Dauer. Weil wir sind alle Gerichten aktiv, wir reisen gerne, wir haben Leute, die aus dem Ausland bei uns rankommen. Und dadurch ist natürlich die Gefahr, dass der Virus immer rankommt, die aus, ich ging so 100%, und der Virus findet dann noch immer die susceptibel sind. Das heißt aber, für Großländer werden immer Outbreaks haben. Kleinländer wie Lützeburg, die können normal eine Zeit sein ohne Virus, aber wenn der Virus rankommt, können es immer zu kleinen Outbreaks. So, das heißt also an der Konklusion, dass der Virus durch jedenfalls nicht wird verschwinden. Und dann können die natürlich darüber diskutieren, ob der Virus tatsächlich eliminiert gehen. Und ich meine, das wird nicht der Fall sein. Der Virus wird endemisch bleiben, dann wird an den kleinen Ländern, wie ich gesagt habe, immer importiert gehen. Und dann die letzte, das höchste Ziel wäre eigentlich für den Virus zu eradikieren. Mit der das nicht möglich, dafür hat die High-Infektion bestimmte Charakteristiken, die das unmöglich machen, notamment, dass eben auch dass auch asymptomatisch Leute können den Virus drohen, weitergehen. Und dann die Immunität ist ja, wie wir wissen, auch nicht, schützt auch nicht schützt nicht vollständig vor einer Infektion, auch wenn die Infektiosität und die Infektion, also auch die Infektion deutlich reduziert das. Es sind aber immer noch Leute, die geimpft sind, und aber der Virus können weitergehen. Und dann besteht letztlich auch noch die Möglichkeit, dass der Virus aus einem neuen Reservoir, den der Mensch mehr noch steht, also ein bärer Reservoir, wo dem Mensch mehr noch steht, dass den auch da von da ob der Mensch wird weiterkommen. Bon, dann will ich noch zu dem zum Omikron, weil alles das, was wir bislang so tun, ist eigentlich für und allem Delta. Das liegt darunter, weil es eben ein paar Wochen dauert, bis die Leute wirklich krank gehen oder hospitalisiert gehen oder auf die Intensivstation kommen. Mit dem Omikron ändert das Paradigma insofern, dass Transmittivität einfach viel mehr hoch ist.
also möglicherweise zweimal so infektiös ist wie den Delta. Da besteht Gefahr, dass eben ganz viele Leute gleichzeitig krank gehen oder in Quarantäne geschickt gehen. Das an Domada könnte dann eventuell zu einem Problem auf den Arbeitsplätzen, besonders an kritischen Sektoren. Also da ist dann eben die Infektiosität, Transmissivität als da ein ganz großes Problem. Dann Protektion vaccinal, die ist auch Manner gut, das könnt ihr am Detail da lesen, die ist Manner gut gegen die Infektionen, aber sie ist immer noch ganz, ganz gut gegen kompliziert Verlauf. An der Virulenz, ich meine, da das vielleicht einen gewissen Hoffnungsschimmer, auch wenn man keine Immunität hat, ist wahrscheinlich die Virulenz von dem Omikron reduziert par rapport zum Delta. Also als Konklusion kann ich dazu sagen, dass die Leute, die susceptibel sind, werden ein mehr großes Risiko haben, dass sie vom Omikron erwischt gehen. Und da das auch für uns ein ganz wichtiges Argument für Cordon sanitaire rund um die Personen zu lehen, an dem wir eben auch eine Impfpflicht rekommandieren für Personen de Soins oder Doktoren, die also direkt zu dienen haben mit den Susceptiblen, also mit den Vulnerablen, mit denen mit Komorbiditäten oder chronischen Krankheiten. Bon, ich meine, das wäre soweit von meiner Seite. Willst du dann über Rekommendationen schwätzen? Ja, das ist immer gewonnen. Geliebt? Konklusion? Ja. Ja, also die Hüte-Theren vom Problem ist von Claude Müller, dass eigentlich die Gruppe von 5 Experten, zu denen wir gehören, sich für eine Impfpflicht nochmal prinzipiell ausschwätzt. Vorerst natürlich war das eine Impfpflicht. Also, ich ging so eine Impfpflicht, das ist eine Vorschrift. Sie wisst, wenn man am Auto fährt, dann gibt es hunderte von Vorschriften, die da musst beachten. Tempolimit zum Beispiel oder Sicherheitsgurt anlegen. Natürlich all die verschiedenen Schilder sind zu respektieren, die da auf der Straße gesieht. Das ist eine Vorschrift, die ich und Regeln halt vom Code de la Route, das aber kein, den ich dazu zwingt. Wenn ein über den Tempolimit fährt oder bei Rot über die Kreuzung oder seine Sicherheitsgurt nicht anlegt, dann ist kein, den das kann verhindern. Das ist kein, den ich zwingt, den Sicherheitsgurt umzulehnen oder ein Tempolimit zu respektieren. Das ist natürlich so, dass der Gesetzgeber das Verhalten nicht encouragiert, aber wenn er dann auch entsprechend erwischt wird, dann ist natürlich mit Konsequenzen zu rechnen. Das heißt, ich ging wirklich die Impfpflicht als eine Vorschrift angesehen, wie man da viel haben. Ich meine, als ganz zusammen leben beruht auf Vorschriften. Und Datei sind dann auch gedurcht als Vorschriften. Das ist so, dass wir als natürlich auf die medizinischen und auf die wissenschaftlichen Aspekte bezogen haben. Es gibt noch ganz viele andere Aspekte, für die wir nicht verantwortlich sind. Ich denke, damals als Lummel den Debat schon ein bisschen mehr konkret, weil wir tatsächlich konkret Rekommendationen werden machen. Die erste Rekommendation ist wirklich, dass man eine Vorschrift, das heißt eine Impfpflicht für Personen, die mehr alt oder so alt wie 50 Jahre sind. Und das für die Personen direkt zu schützen, für die sind wir ja gewohnt gehen, dass es vor allem die Personen sind, bei denen die schwer verlebt sind, aber auch wo Todesfälle am höchsten sind, bei denen die 50 Jahre alt am meisten sind. Da gingen wir also für eine Direktprotektion die Impfpflicht abwehren. Da gingen wir sie auch rekommandieren für die Personen, die
mit vulnerablen, mit Patienten, mit Residenten zu dienen haben. Und dazu gehören auch Praxen von den Doktoren. Das heißt, ja, als Vorstellung, dass die Personen und auch die Doktoren, die an den Spitälern, an den Heimen aktiv sind, und auch die natürlich an ihrer Praxis, ob das eine Praxis von einem Kinesietherapeut ist oder eine Praxis von einem Doktor, und natürlich auch die bei den Leuten heimgehen, weil sie eine ambulante Pflege machen bei den Leuten heim oder weil sie bei Leuten, Patienten heimgehen, für bei ihnen zu botzen. Wenn man von den Institutionen schwätzt, von den Strukturen, von den Spitälern, von den Heimen und so, ist es natürlich so, dass da schaffen viele Leute, und heinz du kann nicht sehen, dass gewisse Services auskontraktiert gehen. Das heißt, sie haben dann einen Sous-Traitant. Und die Regel, die Rekommendation, die wir proposieren, die bezieht sich eben auch auf Sous-Traitant, insofern der Sous-Traitant Kontakt oder direkter Kontakt mit dem Resident oder mit dem Patienten oder mit der vulnerablen Person hat. Das kann den eigentlich auch ob Praxen ausdehnen, wenn du Kontakt hast, dann trifft das auch heute so. Wovon ich logisch schwert und also ein bisschen das, wo den Claude Müller gesagt hat, der Cordon sanitaire. Weil an dem hat Leute über 50 impfen, schützen wir sie direkt. An dem hat die Leute rundherum sie, die in Kontakt haben, speziell mit den Vulnerablen, auch impfen, haben wir eine indirekte Protektion. Das heißt, das Ceinture et Bretelle. Wir haben wirklich eine double Approche, für eben die Zielgruppe optimal zu schützen. Wenn gingen wir proposieren, das zu machen, also von uns aus gesehen, so sehr wie möglich, wie weit. Ihr wisst, dass auch schon eine Echtdosis vom Vaccin schützt, nicht für eine Infektion, aber für einen schweren Verlauf, ist schon ein gewissen Schutz da, auch nur eine einzige Dosis Vaccin, dafür so sehr wie möglich. Und dann natürlich wird die Vorstellung, das für 2 Jahre anzuführen, das heißt bis zum 30. Juni 2024. Weil wir natürlich davon ausgehen, dass innerhalb von 2 Jahren wird der Virus auch für uns zirkulieren. Bis dahin wird natürlich auch die Kollektivimmunität mehr groß sein, wie sie heute ist, 2022. Und dafür wir eigentlich als Proposition für da dort dann auch die Rekommendationen, die Impfpflicht oder die Vorschrift für eine Impfung, dass die gehen bis 30. Juni 2024 gehen. Den Omikron wird wahrscheinlich ein heftig, aber ein Kurzwell. Wir denken nicht, dass das einen ganz großen Einfluss auf den Omikron wird tun, weil wir gehen nicht davon aus, dass wir nur aufhängen, sondern wir gehen echt davon aus, dass es vielleicht Anfang März geht. Aber wie gesagt, wird es sehr, wird mir besser. Dann gibt es doch Exzeptionen, also es gibt natürlich Personen, die sie nicht zu impfen, und ihr wisst, dass das Ministerium das schon ganz klar definiert wird, was Kontraindikationen sind zu einer Impfung, zum Beispiel von den schwere Reaktionen hat, nur einer ersten oder nur einer zweiten Impfdosis oder von den allergisch ist gegen gewisse Stoffe, die an den Impfstoffen sind. Die List ist schon definiert, gibt auch ein Formular für Doktoren, den du viel gesehen hast, an den auch von der Santé akzeptiert wird. Die Dossier die von der Santé evaluiert, danach gehen sie das weiter und Krankenkäse, die hier ein Avis geht, an dann die zurück und Santé, und dann ist das eigentlich definitiv. Kommen wir nachher zu den Objektiven, was man damit will erreichen. Natürlich, wir wollen die Vulnerablen schützen, wir wollen aber auch, ob der weiß, dass für die Gesamtbevölkerung, für uns alle Guten, Leben mehr normal geht, weil was wir ja wollen, dass das Virus, den auch in Zukunft zirkuliert, nämlich die Bedeutung hat, wie ein Haut hat. Das heißt, wenn ich geimpft bin und ich mich infiziere und ich infiziere eine andere Person, die auch geimpft ist, da passiert ja im Prinzip nicht ganz viel. Es hilft dann, dass eine von den 2 Personen
so schwer ist, dass trotz Impfung so keine große Immunität nur der Impfung abgebaut wird. Das heißt, die Vorstellung ist, ich denke an Kinder und Jugendliche, ich denke an Betriebe, ich denke an uns alle Guten, für das Leben mehr sehr so normal wie möglich geht. Das ist eine ganz wichtige Zielsetzung. Darüber heraus, die wir natürlich nicht vergessen, und auch das ist eine Rekommendation, die als Gruppe ausgeschafft wird, dass man nicht die vernachlässigen, was Sensibilisation und Information anbelangt, was die Impfung anbelangt, weil wir fanden, dass so wie die Chiffren präsentiert gehen, oft nicht wirklich die Effikazitätweise von der Impfung. Die können so viele Leute auf der Intensivstation sie geimpft, so viele Leute sie nicht geimpft. Und dann muss ich natürlich en rapport setzen mit welche Fraktion von der Gesellschaft ist das. Wenn ich 4-mal mehr habe, die geimpft sind, dann muss ich das natürlich an die Rechnung ranbringen. Und da sehen die Chiffren ganz anders aus. Und da kriegt ihr eine realistische Vorstellung von der ganz hohen Wirksamkeit, die da Woche an einem von einem Tableau, ich meine, das nächste Tableau fand, von der ganz hohen Wirksamkeit vom Impfstoff. Das heißt, die Sensibilisation, die muss natürlich vorgehen. Und auch Doktoren spielen da natürlich eine ganz wichtige Rolle. Überhaupt all die Gesundheitsberufler weltweit, ob sie leisten, an einem gewissen Vertrauen haben. Das natürlich so, dass auch unter denen, die unter 50 Jahre alt sind, Leute dabei sind, die fragil, die vulnerabel sind. Das kann sein, wenn sie ein immunsuppressives Traitement kriegen. Das kann von einem Jahr auf das andere so der Fall sein. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass sie abgeklärt gehen, dass sie Männer gut sind mit ihrem Immunsystem und dass natürlich eine Impfung sie kann protegieren. Und auch das ist ganz wichtig. Das sind Rekommendationen. Natürlich sind die Rekommendationen basiert auf dem, was wir wissen. Zum Beispiel Omikron ist relativ rezent. Da weiß man dann nicht alles darüber. Wir wissen selbstverständlich nicht, was nur Omikron könnte. Dass auch nicht das enge Variant kommt, mit werden verschiedene Varianten noch in Zukunft zirkulieren. Und die sind nicht unbedingt so wenig virulent wie Omikron. Weil aber als Wissen aktuell Informationen beruht, kann es natürlich auch sein, dass die Rekommendationen am Verlauf der Zeit adaptiert müssten gehen. Und da stehen wir natürlich dann auch zur Verfügung, wenn es darum geht. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke, wir sind nur verfügbar für Fragen zu beantworten. Bonjour. Alors voilà, je suis Thomas Holder de l'Essentiel. J'ai une question par rapport à une phrase qui m'a interpellé. Il est assumé que jusqu'au 30 juin 2024, essentiellement, tous les non-vaccinés auront acquis une certaine immunité suite à l'infection. Donc, si j'ai bien compris, le but c'est d'avoir des personnes qui ont été infectées, qui ont eu une immunité et qui vont également être vaccinées. Est-ce que ça peut créer une super immunité? Kann ich auch Lützeburg antworten? Ja. Also, der wir nicht vergessen, natürlich können wir darüber kommen lassen, mit der sichere Weg als Impfung. Und ich meine, im Moment haben wir Omikron, mit dem Problem ist, dass wir immer noch ganz viele Leute nicht geimpft sind, bei denen vulnerable Leute sind. Das heißt, unter denen nicht geimpft sind immer noch ganz viele vulnerable Leute. Aber für ihn, der vulnerabel ist, kann auch Omikron ein großes Problem sein und dazu führen, dass man hospitalisiert wird, weil auch auf Normalstationen. Auf Normalstationen kriegen die Patienten Sauerstoff. Das heißt, die sind schon an einer bedrohlichen Situation. Und wenn sie auf der Reha sind, schwer intensiv, dann geht die Situation lebensbedrohlich. Das heißt, wir wollen nicht darüber kommen lassen, dass sie sich einfach infizieren, sondern wir wollen den sicheren Weg propagieren, nicht für Schüttereien, nicht für 15 Jahre oder mehr, aber auf jeden Fall für die von 50 Jahren und die Leute, die sie entourieren.
Voilà, juste une autre question par rapport aux variants. Bon, il semble désormais acquis que Omicron est moins sévère. Est-ce que les variants suivants vont être à chaque fois moins sévères? Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se matérialise depuis 1 ou 2 ans. C'est un peu difficile de prédire le futur, comme on dit, mais jusqu'à présent, on a eu des variants moins sévères aussi, des variants plus sévères. Là, avec Omicron, manifestement, c'est moins sévère. Bon, une partie de cette diminution de sévérité s'explique aussi déjà par le très fort taux de vaccination. Une partie de la diminution de sévérité se traduit par effectivement le fait que le virus semble moins virulent. Donc il y a les deux. Par contre, est-ce que le suivant sera plus virulent ou moins virulent? Je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas en tout cas exclure qu'il sera moins virulent ou qu'il n'y aura pas un virus plus virulent qui pourra émerger encore à l'avenir. D'accord. Ja, ich will vielleicht noch dabei sagen, der Virus wird eigentlich von allem selektioniert auf seine Transmissibilität. Und die kann durchaus auf Kosten von seiner Virulenz gehen. Und dafür, wenn er mehr transmissibel wird, kann es durchaus sein, dass als Konsequenz dann auch man virulent ist. Weil die Möglichkeiten für das Virus zu mutieren sind nicht unendlich. Und das muss ich immer ein bisschen am Kopf behalten. Mehr eine Partikularität eben auch in Bezug auf den Selektionsdruck, was nun mal auch, dass viel von der Transmission eben von Asymptomatischen ausgeht. An dem Moment, dass der Kompromiss zwischen Virulenz und Transmissivität das nicht bei dem heute Virus eben beginnt. Das heißt, das ist eben effektiv ein froh, ob er muss über Zeit man virulent gehen. Ich meine, das ist nicht klar. Merci. Pierre Oppel vom Radio 9,7. Ich gebe gerne wissen von ihr, wer mit Impfpflicht mengt, paar zu den Dosen, die muss gehabt haben. Orientiert sich das einfach an der Gültigkeit vom Zertifikat, wie die Regierungen fixiert, oder ist für ihr klar, dass für all die 50-Jährigen, wenn die Impfpflicht können, auch ein Booster muss inklusive sein, wie als Definition. Ja, also die hat den Text gesehen, ich hatte das für drin nicht gesagt. Wir haben gesagt, dass eigentlich was Dosen oder das Schema vaccinal belangt, das wirklich immer nur den aktuellen Rekommendationen geht. Das ist mir geschrieben, selon les recommandations en vigueur. Aktuell sind Rekommendationen en vigueur 3 Dosen. Ich könnte dazu eventuell noch zufügen, dass auch ein anderer Vakzin geschafft wird, die Mibret sind, die Mibret-Kuverture auf Coronaviren haben und auch Mutationen englobieren und vielleicht nicht nur just den Omikron, das heißt, die Rekommendationen von der Vaccination werden changieren noch in Zukunft. Es kann auch sein, dass nach einer Boosterdosen dazukommen. Aktuell also 2 plus 1 Boost. Also gerade bei Leuten, die besonders vulnerabel sind, wie Patienten, die Chemotherapie haben sich haben oder die eine Immunsuppression haben, da kann es einfach aus medizinischen Gründen notwendig sein, für eine zusätzliche Dosis nachzugehen, weil das ganz klar ist vom Patienten. Da geht es eigentlich der Mann darum, für eine Impfpflicht Genüge zu tun, weil da geht es wirklich darum, dass der Patient maximal geschützt ist. David Marques für den Quotidien. Schmengen den Herr Wilms hat Moin auch schon geschwärzt, Impfpflicht, egal wie sie könnt, kann nicht die einzige Meier sein. Ich werde also näher Anwalt noch zusätzlich muss geschehen, für das die Impfpflicht aber heute auch gut geht. Ja, eine von den wichtigen Sachen, die wir auch von Gehol am Heimat dran haben, am Punkt 6, also eben Sensibilisation, da den DEO muss weitertreiben, dadurch, dass den jo eventuell eine Impfpflicht möchte, dadurch erhält der jo nicht ob die anderen vielleicht auch zu impfen und zu encouragieren, für sich impfen zu lassen.
Ich meine, die zwei Sachen sollten absolut parallel natürlich weitergehen. Dabei ist es eben so, dass eine Impfpflicht vielleicht eine zusätzliche Situation kreiert, wo Leute, die vielleicht eben nicht direkt sich Logik von impfen lassen, sich dann aber das anders das überlegen und das dann aber machen. Ich meine, eine von den Situationen, die wir hier vier fanden, dass wir mehr darüber gegangen sind, dass man einer den Leute, die vulnerabel sind, hauptsächlich über 50, dass man aber danach ein ganz Rutsch Leute tun, die sich könnten impfen lassen. An dem Moment, dass es eben so, dass leider, wenn die Leute eine Infektion haben, dass eben die sich dann, also dass die oft dann trotzdem noch weiter müssen hospitalisiert gehen und eventuell eben an zwei Intensive kommen. Und gerade für das eben aus der Äquation rauszuholen, also eben über den Impfpflicht vielleicht der Weg für die Leute dazu zu kriegen, für sich dann eben für den Schwach von der Impfung zu entscheiden. Also das ja schön, dass auch nach auf der Intensivstation nicht geimpft Leid Patienten leihen. Und du hast auch ein bisschen einen Unterschied zu den Geimpften. Natürlich kann die Geimpften auch auf die Intensivstation kommen. Nur gesagt, nicht aber Risiko, nicht aber eine Protektion von über 90%, dass das nicht passiert. Aber wenn ihr den Altersprofil anguckt, und du kannst mich gerne korrigieren, dann ist es aber so, dass oft die nicht Geimpften auf der Intensivstation, die um das Leben kämpfen, am Schnitt mehr jung sind wie die Geimpften. Weil die Geimpften auf der Intensivstation sind ganz oft auf der Intensivstation, weil sie eben schon ein hohes Alter haben, vulnerabel sind, an andere Krankheiten haben. Aber ich meine, die Impfung kann nicht für ein Alter, auch für eine andere Krankheit schützen. Und wenn sie dann die Covid kriegen, dann ist das natürlich so ein fragiles Gleichgewicht, dass das Ganze eher kann kippen. Paul. Ich wollte noch etwas dazu sagen. Effektiv hat eng Impfpflicht eng altersbedingten Impfpflicht über 50 dann zum Beispiel afeiert. Wir wollen definitiv nicht, dass da der perversen Effekt wird, dass all die Änner 50 Logingen so ich brauche schon nicht. Menge sind viel vulnerabel 50 sie ganz viel Leid auch ein bisschen Niegewicht, da geht das Risiko schon an Luft. Es sind extrem viele Leute, die Pölle für Zucker holen oder für Blutdruck. Es sind ganz viele Leute, die Chemiotherapie kriegen, sie ganz viele Leute, die chronisch Bronchiten haben. Auch 50 an. Definitiv muss noch die Sensibilisationskampagnen zibliert, ob die Leute gemerkt haben. Und dann, das auch nicht von den 50 als keine Komorbidität wird, das in der sieht. Ich bin aus dem Schneider, ich brauche das nicht. Ich meine, wir ziehen trotzdem ob kollektiv denken und ob Solidarität. Und das ist sicher wichtig, wenn man ein Virus zirkuliert, wenn man mehr schnell zu einem Allégement von den Mesures sanitären kommen, wenn man mehr schnell können Quarantänen ausschaffen, wenn man mehr schnell können das Restaurant abmachen, also Maskenpflicht an Transport publik. Ich meine, das wird wohl nach einer längeren Zeit dauern, aber ganz klar, Ziel ist, mit einer Impfpflicht, die muss parallel gehen mit weiter Drecke für das Deal und nicht einer Impfpflicht fallen sich trotzdem auch impfen los. Wir zielen noch einen Tod der Vaccination von 90%, ob man es tun bei denen, die nicht einer Impfpflicht fallen. Das soll auch klar gesagt werden. Ja, ich wollte vielleicht noch dabei sein, also für den Punkt zu bringen, wir wollen dadurch natürlich tatsächlich mehr eine günstige Balance finden zwischen all den verschiedenen Mesuren, die wir holen, an eben also auf der einen Seite der Impfung, ne, und auf der anderen Seite haben wir all die Mesuren. Aber wir hätten gerne mehr eine günstige Balance. Wir wollen Männer von den Mesuren, weil wir mehr Leute impfen, die potenziell auf den Hospitalisationsservice hospitalieren belasten. Okay, für dort gibt es auch viel Gespräch von Argumenten, allgemeine Impfpflicht zu machen, für nicht verschiedene Kategorien, nicht auch Gesundheitspersonal zu stigmatisieren. Könnt ihr eine Überlegung durchlegen, respektive oder nicht Angst, dass das da geschieht? Also ich ging ganz klar so, sich impfen lassen, als nicht
eng Stigmatisation. Au contraire, ich ging so an en sich impfen lässt, da weißt du dummer der Responsabilität, Empathie, Sympathie, mit denen zu dienen heute, mit den Umgang holen, besonders von der vulnerable Leute sind. Also ich meine, den Begriff stigmatisieren als halt komplett daneben. Und spezifisch was den Pflegeberuf au sens large, y compris Doktrin an all die Leute, die mit vulnerablen Kontakt sind, geht, do als Mengen an Mengen an sowieso auch eine legale Impfpflicht, sowieso eine Berufsethik, die schon verlangt sind. Da sehen die Leute Schutz mit denen Kontakt, also da sind sie Patienten Schutz, das heißt, für Stigmatisation kann da definitiv kein Gerät sein. Ich wollte noch kurz zu den 50 ergänzen. Also wenn der Lo als Figur ein bisschen mehr genau guckt, da sieht er, dass nicht viele Leute 50 Covid stirben. Wir haben natürlich Leute 50 auf der Intensivstation. Die Leute überleben an der Regel, aber du wirst ja aber auch den auf der Intensivstation während pro Woche war, den als Mädchen für ihr Leben gezeichnet. Und der kann durchaus regelmäßig Sequellen davon drohen. Das heißt, das ist immer das Problem von einem Cut-Off, wenn ihr seht, das ist eine Vierschrift, einfach für zu unterstreichen, wie wichtig es aber auch ist für die Sensibilisation beizubehalten und zu verstärken, dass Leute auch 50 all andere haben, für sich impfen zu lassen. Ich kann vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu machen. Also wenn da Ihren Text durchguckt, da sieht er auch die 12 Leute, die in die Impfpflicht, also die altersbedingten Impfpflicht fallen, zu diesem Zeitpunkt, dann das sind 70.000 Leute. Das sind 70.000 Leute, die über 50 Jahre sind, an die eben noch nicht ihre Booster gekriegt haben. Oder gar nicht geimpft sind. Im Prinzip gar nicht geimpft. 40.000 gar nicht geimpft, dann ungefähr 30.000, die nach kein Booster kriegen. Ja. Die andere Sache in Bezug auf Sensibilisation wird man auch feststellen, dass eben die Effektivität von der Vaccine ganz klar muss auch übergehen und dass dem muss auch kommuniziert gehen, für das Leid gesehen. Und dann muss ich auch das erklären, dass die Vaccine effektiv sind. In Bezug auf hauptsächlich, dass Leute nicht hospitalisiert gehen. Und da ganz wichtig, dass sie nicht schwer krank gehen, schwer verletzt und dass sie an das Intensiven an die kommen oder dass sie sterben. Weil genau dafür nichts vorgewirkt und auf der letzten Seite von den Debatten mit von der Chambre verfolgt wird, gesagt, dass die richtige Vaccin Welt nicht schützt zu 100% gegen Transmissivität, respektive gegen die Infektion. Ja, also, das ist ein ganz wichtig Punkt. Was wollen wir vom Vaccin? Ich meine, wenn man ein Virus schon den zirkuliert, wo der Vaccin vielleicht nicht verhindert, dass ich mich infiziere und ich kriege eine Erkältungskrankheit, die vielleicht muss, die lebt oder was in den Hals, die kratzt während 2D, dann ist nicht viel passiert. Was natürlich wichtig ist beim Vaccin, ist, dass er gegen Komplikationen schützt, dass ich eben nicht an Spital muss, dass ich keinen Sauerstoff brauche, dass ich nicht nach weiter Komplikationen machen und auf die Intensivstation kann. Da das der größte Interesse von Vaccin, weil ich meine, der Virus wird weiter zirkulieren, wir kriegen nicht die Typ Immunität, wo wann ihr bist wie bei den Redlern, da du hast der Spezialist, als der Claude Müller, wenn du bist geimpft hast, dann ist es eigentlich gut für ihr ganzes Leben. Datei, das wie bei der Grippe. Wir hatten Grippe vielleicht schon 20 Mal an unserem Leben und trotzdem infizieren wir uns immer rum. Das heißt, das ist illusorisch zu meinen, dass die Impfstoffe, zumindest die wir holen, das können verhindern. Das ist aber auch nicht der Hauptzweck. Der Hauptzweck ist wirklich, also daraus ein banal Erkältungskrankheit zu machen und eben nicht müssen mit schweren Komplikationen zu rechnen. Just für zu ergänzen, willst du vom Grippevaccin geschwärzt, du hast den Haie-Vaccin als viel, viel mehr effikaz wie den Vaccin gegen Grippe. Und die Mortalität vom Covid ist auch das 25 Mal mehr hoch für vulnerable Leute wie die von der Grippe. Das ist, ich meine, Paul Wilmes hat schon gesagt, soll ihn auf die Effekazität von dem Vaccin insistieren. Ich meine, Grippe, die haben wir schon, dass wir uns können erinnern,
mat der Grippe hat man noch nie eng Situation, wie man es lo unter 2 Jahren erlieft hun so dramatisch an alle Länder vun dieser Welt mat die Spideler an Dodeschen und so dat Grippe bis lo nie an eiser Lebenszeit so fertigspurt, wir hatten die Spur nicht Krypto als Käfen als den sich do kann erinnern, aber Virulenz ist natürlich viel mehr heich vom Coronavirus wie die von der Grippe, vom Grippevirus. Ob wen bezieht sich die Impfpflicht? Bezieht sich just auf Residenten oder auch auf Frontalien? Weil besonders im Pflegesektor gibt es ja viele Frontalien. Die unbeschwert sind an eng Tätigkeit tun, wo sie a Kontakt sind, mit denen die zu schützen gilt, da gibt kein Unterschied gemacht zwischen Frontalien und Residenten. Das ist für euch eigentlich selbstverständlich, ging es so, aber wenn wir von den Personen schwätzen über 50, da ging ich zwar so, da muss ich ein bisschen links gucken, dass sich da dort Residenten beschränkt. Ja. Also das sind Residenten. Ja. Noch vorher? Für den Moment. Merci. Merci.